Am Kader vun ihrer Semaine de la Santé sexuelle effektiv huet es Cesars op eng Tablerand zum Thema Ongleichheiten am Sport bei Frauen a Männer ervitéiert. Et waren Leute aus verschiedene Sportbereiche invitiert an den Ulzig-Kanal huet ze Summe mat de Wëllus verdatten e Film realiséiert, de verschiedene Situationen méi oder Manner real nogestalt huet. Dann präsentieren ich alle Götten enker Leiit die Heise run am Chantal Hoffmann, wat vu Beruf kinne as du daniw dawer wären CVO bei Lotto Sudal op pegem Niveau als Profi gefuer ass. Dann Paul Krämer freier Triathletin, lo extrem Schwimmerin an ass die Echten. Ich muss oppassen, wat ich so. Ich schon Welt gesot ich Lützeboerin, nee den echten Lützeboer iwwerhebt, den durch den Ärmelkanal geschwommen ass. Den Mark Oberweis freieren Football-Internationalen, den Avalonnerem am Sport aktiv als unter anderem bei der Kollege von der Tele als Expert. Dann op der Rätselseite Luz Freilinger hin als Freerunner, was das genau ist, das kann uns Herr Nu vielleicht noch einmal selber erklären. Dann am Film haben wir schon gesehen, Nadja Dondlinger von den Wellnessvedetten und dann an sich die Organisatrice vom Abend Lies van Reisweg. Ja, Lies, schwenke mat dir dann du den Film produziert, du die Tablerand organisiert. Das heißt, ich denke, dass ihr besser dafür mit den Stereotypen einfach mal abzuraumen. Also, ja, wir haben den Film produziert, wir haben schon für uns 2 Wölles für das gegründet, eben aus einem gewissen Besoin heraus. Dass die Frauen bei mir gekommen sind, die Zeit, da gesagt, ich gebe einfach gerne eine Frau fahren. Ja, aufgrund davon haben wir eben Wölles für das eine Plattform gegründet, für das die Frauen können in sich fahren. Und ja, seit 2 Jahren sind wir eigentlich relativ gut in der Weg. Das mal schon so plus minus 40 Membern zählen. Wir kriegen relativ viel positiv Feedback aus dem Sportbereich, aus der Gesellschaft. Wir sind immer in Sachen drin, dass man muss mit Frauen, die wie sie an den Medien durchgestaltet gehen, ja, vergleichen lassen. Ich meine, eine Frau, die ist relativ sportlich ist und die auch gut ausgeseit. Also das Bild, was man am Kopf hat, wenn man eine sportliche Frau denken. Und wir wollen uns für das wir Raum ein bisschen so mit dem Klischee ab, dass wir alle guten einig sind und dass wir alle guten verschieden sind. Und das ist gerade das, was das ausmacht. Und ja, du kann man natürlich immer bei den Leuten ein bisschen auch, muss ich noch dazu sagen. Ja. Marc, du hast den Film für dich gesehen, die Stereotypen. Ist das effektiv, so, dass man immer gesagt Sport verbindet, Sport bringt Leute mir nur, aber trotzdem ist es aber so, dass Männer und Frauen am Sport nicht immer so gut mit denen eins gehen. Ja, das will ich nicht so. Ich meine, ich fand es mal gut, dass Schiedsrichter Sport möchte, ob das Frauen, Kanner oder Männer sind. Und ich fand vor allem, dass es eine gute Initiative ist, eben so Gruppen zu gründen, wo die Frauen dann sich fahren können. Aber ich fand es auch flott, wenn Frauen und Männer können zusammen fahren. Und ich meine, du als Schiedsrichter noch an den an einer Koppel hast, den versteht er doch. Es geht bestimmt nicht. Also, nicht mehr flott ist, wie wenn du es kannst. Mit deinem Partner oder mit deinen Kannern an der Familie zusammen Sport machen.
Lust du was Freerunner. Freerunner hier am Land sind das hauptsächlich Männer, weil du als Mann hier sitzt oder also doch eine Mixität? Der Mix ist da. Mit Männer dominieren immer noch, leider, muss ich einfach sagen. Parcours auf Freerunning sind 13% Freileute und Rest als Männer. Hier in Lützeburg ging es sogar so ein gut Stück Männer. Paul Krämer, der nächste Lützeburger, den eben durch den Ärmelkanal geschwommen ist. Den Ärmelkanal, das sind plus minus 34 Kilometer, ne, und du warst 14 Stunden am Wasser. Und du darfst auch kein Neopren und ne? Nee, du wären wir schon bei den ersten Sachen, wo ich vielleicht mal ein paar Gedanken gemacht habe für den Abend, schon müssen 10 Kilo zuholen. Und das für das Kehl eben aushalten. Und das war oft, wo ich Kommentare eben gut als Frau, wo steht das nicht, weil es so Anstoß ausgesehen ist. Wo dann viele Männer nicht konnten nur verzeihen, dass das für den Sport, also nicht für den städtischen Anstoß ausgesehen. Chantal, bei euch am Velosport, weil Polo das Gewicht geschwert hat, spielt da doch eine wichtige Rolle. Wie gesagt, den Damen-Cyclisten, du warst losive ja auf höchstem Niveau dabei, vis-à-vis von den Herren. Kriegt also, die Unerkennung, die dir verdient? Ich muss sagen, wenn ich 10 Jahre zurückgucke, da sicher kriege ich viele Kommentare, dass ich einen Männersport sehe. Und voilà. Damals war es wirklich scheint, so wusste ich mich rechtfertigen oder eine Frau hat nicht im Velo verloren. Ich meine, in den letzten 10 Jahren kann ich persönlich aber so, dass das extrem entwickelt wird. Natürlich sind noch immer Leute da, das muss ich noch lesen. Ich meine, das ist am Alltag auch so. Ich meine, mir persönlich am Profis oder am Velosport denken nicht, dass aber eine Entwicklung da ist. Das muss ich aber auch rechnen. Das ist aber noch immer so, das hast du mir gestern um 12 Uhr gesagt, was mir persönlich nie so aufgefallen ist, es sind noch viele Veloskurse, die ganze Staff rundherum, das ist aber noch immer ein Männerdomain. Für was hast du als Frau schwer ranzukommen? Ja, also das Staff wirklich, also sogar bei den Damen selber ist das Staff ziemlich viel männlich. Für was, das ist ein gut froh. Bei den Herren kann ich es so, wenn du aus Kine bei Herren an den Mat gehst, also nicht immer gut angesehen, die sind, dass wenn du Frauen daheim dort nicht gut angesehen hast oder weil eine Frau eben vielleicht nicht so stark, also so stark als zu massieren, du hast ja die von allem, ich meine, Mechanisien, da gibt es noch gut keine Frau, ich meine, da muss man noch weiter schaffen. Da kann ich so, ja, da sind auch wirklich Welten dazwischen. Kannst du dich danach daran erinnern, wo eng echte Keier eng arbitisch dein Match gepafft wird? Wie wird die Akzeptanz da? Die Akzeptanz von den Spielern war gut kein Problem. Ich meine, alles egal, die wo pfeift, das ist nicht wirklich wichtig. Den hat genau dieselbe Regeln zu befolgen wie den männlichen Arbiter. Aber natürlich fällt es auf, die Leute, die rund um den Terrain stehen, dass alle Macht, die können, das irgendwie frauenfeindlich. Ich kann mir so Sachen erinnern, geht in Wäsch machen, was müsst ihr, was halt um Bötschel. Ich meine, im Fußballsterrain gehen nach mit ganz anderen, also diese Station, du geht nach richtig solid geschwert an du se richtig stumm Leute rund um den Terra die Meinung so an da muss wirklich schon en dicke Pelz hun als
auch als männlichen Erbieter ich kann mich erinnern für dem Laurence Zeien tut schon ein paar Sachen müssen sich gefallen lassen die Mann vielleicht nicht gefallen Lus, leider sind nicht viel Damen als Lützeburg die Denksportart machen nicht, ja. Ja, für was leider was gibt für Frauen denger Sportart spezifisch bringen Was Frauen dem Freerunning Gänge bringen ja ich denke der gesunde Mix sich am Moment haben wir als groß Vierreiterin das Lin das geht international hat dazwischen umgemacht da wird immer der Matzesprit das relativ viel Frauen den Wirsel vom Turnen an den Freerunning gemacht haben. die Parcouren die da do läuft sind die für Damen dieselbe wie für Herren Ja. Wo hast denn den großen Unterschied dann oder gibt es überhaupt keinen Unterschied Am Mengen gibt es keinen Unterschied ich will natürlich auch nicht für alle Frauen schwätzen aber wenn du die Kompetitionen gucken wo international bricht gehen noch die drei national den Set war dieselbechten an wenn du die größten Kompetitionen den Art of Motion von Red Bull da treten Männer an Freiheit gegen den für Männer mit Frauen 10 also waren die echt Jahren waren Freiheit immer den Schlusslichter vom Niveau hier mir mittlerweile gesagt doch ein net Männer bis das mal der echt Frauenmensch kennt ganz anderen also wenn du das Jahr war Sydney Olsen der 13 von 20 Teilnehmer an 100 Team waren ein net Männer die kraftmäßig mehr also besser waren aber hat könnt definitiv besser verzichten. Nadja, wir haben am Film gesehen, wo da ein Kurs gewonnen hat, der stimmt Uwen, und der Kudrin ist super Preis überreicht. Ein Kasserol oder ein Pan. Ist das komplett übertrieben gewesen oder entspricht das da ein bisschen schon der Realität? Weil schön, du so eine Anekdote. Nee, effektiv ist das nicht so übertrieben. Muss ich tatsächlich so sagen. Wir haben die Erfahrungen schon gemacht, dass man ja quasi spezifisch Kado kriegt, sonst das mal so. Die kriegt ein Kochbuch in der anderen, ne? Voilà. Was geht einem du durch den Kopf, wenn du am Podium stehst und du kannst die beide an die Götter ein Kochbuch? Du stehst du siehst, okay, für was du den Mann kein Kochbuch kriegst, das ist mal die erste Frage, die du stellst, ne? Die zweite ist, was ist die Massage oder die Fried, die du mal gerade mit dem Kochbuch willst gehen. Wenn ich mal ein Kochbuch will kaufen, dann meine ich das. Oder ein Kochbuch will holen, dann meine ich das. Mein Willo hat allerbesten nicht mit einem Kochbuch zu dienen. Und das ist das, was man durch den Kopf gegangen ist, in dem Moment, wo man durchstungen, ja. Bei den Willows wird das, die macht das aus Freizeit, aber das Niveau ist schon anständig. Wie viele Kilometer fährst du so Theorie? Also ich meine, dass mein Niveau wirklich im Hobbybereich ist. Also ich fahre im Prinzip 5.000, 6.000 Kilometer pro Jahr. Aber wie gesagt, für mich ist es einfach Freizeit und Spaß in der Sache. Und ja, Fried, darum mit anderen Frauen zu fahren. Als am Anfang von der Runde, als über Diskriminierung geschwärzt ging, hast du das auch schon mitgemacht? Ich ging leer, wenn ich näher ging, so, und ich meine, ich kann das einfach so, und ich sehe nicht, wie die Liste das für schön beschrieben hat, eine medientypische Frau, wenn ihr an eine Sportlerin denkt. Es sind noch Momente, wo ihr einfach zum Beispiel da sitzt, wo ihr seht, okay, wir sitzen an einer Runde, geht drüber geschwärzt, dann geht über Velofahren zum Beispiel geschwärzt, dann ich merke ganz definitiv, dass ich gar nicht geschwärzt gehe, weil gar nicht von mir erwartet geht, dass ich vielleicht doch Velofahren.
Das sind so Sachen, die ganz klar Wenn du denen da siehst, Lausstadt mal Jungen, wie viele Kilometer warst du das Jahr gefahren? Sind da 5000 gefahren? Wenn sie da mehr gehen, also ja, da sind sie. Dann ist es meistens so, dass das trotzdem belächelt wird. Genau auch Momente, wo das dann so ganz großes Erstaunen ist, ja. Die Stereotypen liest vom Idealbild von der Frau, die an den Medien steht, zeitgemäß sind die sicher nicht mehr. Was kann ich ändern? Also zeitgemäß sind sie sicher nicht mehr. Und ich kann als Präsidentin von der Wölles für das so, dass das als Ziel auch ist, dass wir so ein alle Frauen darf bei uns am Club fahren, egal wie groß, egal wie alt. Wir sind einfach alle guten verschieden. Und genau das möchte ich am Ende vom Tag auch aus. Das heißt, wir unterstützen uns gegenseitig und wir haben, denke ich, auch in der letzten Zeit, die letzten Jahre eine gewisse Solidarität in uns entwickelt, die möchte, dass wir uns alle gut und niemand wohl am Gruppe fühlen und teilt ja nicht beim Wohlfahren ab, das heißt, wir gehen nur nach ihm trinken. Oder das macht man auch. Also. Genau, das heißt, das tut einfach eine Gruppendynamik stattfindet, die uns alle gut ganz eng zusammengespielt sind und die manchmal alle Frauen, ob hier oder weiß, die Möglichkeit gehen hat, ich benutze das Wort Emanzipation, die das relativ negativ konnotiert. Ich will einfach damit sagen, dass jeder für sich etwas daraus rauszieht. Und dass jeder für sich eine gewisse Stärke daraus rauszieht. Sie wird an der Partnerschaft, sie wird in Bezug auf die Familie oder sie wird auch in Bezug auf den Beruf. Das heißt, was kann ich sich dagegen machen, dass die Stereotype verschwinden? Ich denke nicht, dass das Erste ist, dass wir uns müssen stärken als Frauen und dass wir auch als Selbstbewusstsein und auch alles, was immer da zusammenhängt, als wichtig empfangen und auch darunter sollte schaffen und schmengen. Das, was wir als Wölles für das in uns tun, das geht uns genau das. Ich wollte schon sagen, nur von schmengen, ich fand persönlich nicht, dass Damen, die Sport machen, halt zu Lützburg belächelt geben, weil das war etwas, was ich denke, dass genauso viele Damen Sport machen wie Herren Sport machen, ob das am Fitness ist, ob das Velofahren ist, ob das Laufen ist oder was auch immer. Schmengen, wo man nach Heinz der Barrieren haben, das ist einfach, wenn es von Equipe-Sport hat oder der Kompetition schwätzt. Und da kann ein sicherlich nach von einer Klassentrennung schwätzen. Und da ist das, wo eine Woche länger an der jungen Vergangenheit sich viel getan hat. Ich fand, muss ich nicht, geht besser in eine Richtung, wo gesagt wird, ja, wenn Frauen Sport machen, dann gehen sie belächelt. Das meine ich aber wirklich nicht. Zum Aufschluss nach Lies, du hast die Table Ronde organisiert. Meinst du, an 10 Jahren müssen wir also eine Table Ronde machen? Das ist ganz schwer zu sagen. Ich denke, dass wir am guten Weg sind. Dass wir am guten Weg sind, die Stereotypen, wie sie heute bestehen lassen, sie geben. Ich meine, Stereotypen, also selbst wird immer bestehen bleiben. Und die werden einfach just, ja, werden aus den Stereotypen, wie wir sie heute kennen, andere gehen. Ich meine, das ist ein Challenge, den immer wird bleiben, egal auf welcher Branche wir sind, am Sport oder am Beruf oder an anderen, ja. Okay, ganz flott, also da ist Zeit geholt, dir so gut hier an der Runde, eben wie auch dir. Vielen Dank, dass ihr da dabei wart.